SRF Audio. אולי גם אתם סובלים מרעלדת? הסימפטומים הם לרוב אובססיה, חרדות וצפייה באולפנים פתוחים ללא הפסקה. Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu als Arzt, computergeneriert. Im weißen Kittel mit Stethoskop tritt er in diesem KI-Video auf. Die Patienten sind 3 landesweit bekannte Journalisten und scharfe Kritiker des Premiers. Der eine hat die Korruptionsaffären aufgedeckt, wegen derer der Premier vor Gericht steht. Auch der zweite bezichtigte Netanyahu der Misswirtschaft. Der dritte hat über schwerste sexuelle Folter an einem palästinensischen Gefangenen berichtet. Netanyahu spricht von Obsessionen, Angstzuständen und Negativismus. Zum Glück gibt es eine Kur, sagt Dr. Netanyahu im Video. Schaltet den Fernseher aus. Netanyahus Medienleute haben sich das ausgedacht. Es ist die Imitation eines KI-Videos des US-Präsidenten, in dem ein Dr. Trump seine Kritiker heilt. Es ist Wahlkampf in Israel. Im Oktober werden ein neues Parlament und eine neue Regierung gewählt. Nach 4 Jahren unter der radikalsten Regierung seit der Staatsgründung fürchten viele Israeli um die Zukunft ihres Landes als demokratischer Rechtsstaat. Auch die Rolle der Medien steht zur Debatte. Medien, von denen Netanyahu behauptet, sie hätten sich gegen ihn und seine Anhänger verschworen. Doch es gibt einen Fernsehsender, der sich stramm rechts positioniert und Netanyahu treu zur Seite steht. Das ist die Sommerausgabe von International über Israels Kanal 14. Ich bin Anna Drechsel. Die Studios von Kanal 14 befinden sich in einem Außenquartier von Modi'in, einer Stadt auf halber Strecke zwischen Jerusalem und Tel Aviv. Irit Linur holt mich am Empfang ab, eine Veteranin des israelischen Journalismus, wie sie selber sagt. Linur ist politische Kommentatorin beim Sender, Mitte 60, trägt die braunen Haare zum Dutt hochgesteckt, dunkle Brille, eleganter grauer Anzug. In der Garderobe zwischen Kleiderständern und Schminkspiegeln finden wir Platz für ein Gespräch über die abendliche Polit-Talkshow Ha-Patriotim, die Patrioten, in der Linur auch an diesem Abend mit ihren 6 Mitpanelisten die israelische Politik sezieren wird. Ha-Patriotim is a very, I think it is 10 or 12 years old. We started small, the whole channel. Die Sendung gibt es seit 10, 12 Jahren. Wir haben klein angefangen. Lange kannte uns niemand, nur unsere Konkurrenz, und die hasste uns. Die Konkurrenz, das sind vor allem der öffentlich-rechtliche Kanal 11 und die kommerziellen Sender 12 und 13. Wir hatten kaum Einschaltquoten. Die linken Medien machten sich über uns lustig. Und dann änderte sich alles. Die Wahlen vor 4 Jahren brachten eine ultrarechte Regierung ans Ruder, deren Versuche, die israelische Justiz nach ihren Vorstellungen umzubauen, führten Anfang 2023 zu Massenprotesten. I think 2 things happened at once during the protest against the judicial reform. The mainstream media went nuts. Es passierten 2 Dinge gleichzeitig. Die Mainstream-Medien drehten durch. Sie verkauften ihren Zuschauern das Horrorszenario, Israel werde zur Diktatur. Das grenzte an eine Massenpsychose. Und zur selben Zeit investierten die Besitzer in den Sender. Wir wurden besser und professioneller. And the public became fed up. From the dictatorship, end of democracy, and all the lunatics. Das Publikum hatte genug von diesem Geschwätz über Diktatur und das Ende der Demokratie. Genug von all den Verrückten, die die Proteste organisierten. Das war einfach widerlich. It was disgusting. And then we had a bump in the rating. We had very modest rating until then. Die Einschaltquoten stiegen. Der Sender ist nun die Nummer 2 hinter Kanal 12. Kritiker sagen, die Sendung Die Patrioten sei Benjamin Netanyahus Sprachrohr. His mouthpiece? It's ridiculous. It's infantile. Irit Linur winkt ab. Lächerlich sei der Vorwurf, infantil. Sie sei rechts und habe Netanyahu gewählt, weil sie an seine Politik glaube.
wie 1 Million andere Israeli auch. Die altgediente Journalistin und Autorin Irit Linur war früher eine Linke. Sie habe aus ihren Irrtümern gelernt, sagt sie. Wie ein Chamäleon, das sich seiner natürlichen Umgebung anpasst und die Hautfarbe wechselt, so passt sich auch ein fiktiver Journalist der politischen Landschaft an. Chamäleon heißt der Roman des Schriftstellers und Rechtsanwalts Yishai Sarit. Ich treffe ihn in Tel Aviv zum Gespräch auf einer Parkbank an einer Straße unter schattenspendenden Bäumen. It's the story of a guy called Shai Tammuz, who is 50-something. He also lives here in Tel Aviv. And he used to be a little bit of a star as a journalist during the 1990s. Es ist die Geschichte von Shai Tammuz, einem Mann um die 50 aus Tel Aviv. In den 90er Jahren war Shai ein Starjournalist im Mitte-Links-Milieu, ein gefragter Kommentator auch am Fernsehen. Aber im Zuge des Niedergangs des Printjournalismus gerät er in Vergessenheit. Seine Artikel interessieren keinen. Seine Frau liebt ihn nicht mehr. Genügend Geld verdient er auch nicht. His wife doesn't love him very much anymore. He doesn't earn enough money, so his life is actually in shambles. And he's looking for a way to reinvent himself. Das Leben der Romanfigur, ein Trümmerhaufen. Shai Tammuz will sich selber neu erfinden und seinen größten Wunsch realisieren, wieder im Fernsehen aufzutreten. Wie ihm das gelingt? Durch Anpassung, wie ein Chamäleon eben. He understands that something is happening. Something is happening in Israel's politics. Something happens socially. Er versteht, dass sich etwas verschoben hat in Israels Politik und Gesellschaft. Die Menschen wenden sich scharf nach rechts, werden nationalistischer. Will er ein mediales Comeback, muss er sich anpassen. Und es eröffnet sich tatsächlich eine Chance. Ich hoffe, Sie lesen das im Buch nach. Shai wird ins Studio des patriotischen Senders eingeladen. Als Vorlage diente mir Kanal 14. Der Sender ist sehr militant gegen Linke, gegen die alten Eliten im Land. Shai Tammuz, der vergessene Journalist, erkämpft sich wieder einen Platz im Fernsehen, lässt sich von einem rechtsextremen Minister instrumentalisieren, wird radikaler, lügt, hetzt und wird vulgär. How would I say it? Even before he didn't have those very strong opinions about everything, about anything. Er war kein Mann der Überzeugungen. Aber früher, in den 90er Jahren, war es noch modisch, links zu sein und den Friedensprozess mit den Palästinensern zu unterstützen. Jetzt nicht mehr. Es gibt nur noch wenige Linke in Israel. Also ist es ziemlich einfach für Shai, die Seite zu wechseln. So it's quite easy for him to switch to the other side. Der Schriftsteller ist ein präziser Beobachter der israelischen Gesellschaft und Politik. 9 Romane hat der 61-jährige Anwalt bisher veröffentlicht. Schreiben ist seine Nebenbeschäftigung und für die ist er mehrfach ausgezeichnet worden. Im Gegensatz zu seiner Romanfigur Shai Tammuz steht Sarit zu seinen Überzeugungen. So hat er etwa eine Petition unterzeichnet, die ein Ende der Gewalt gegenüber den Bewohnerinnen und Bewohnern Gazas fordert. Dennoch begegnet Sarit seiner Romanfigur mit Empathie. Yeah, he's an opportunist. Ja, er ist ein Opportunist, aber ich hasse ihn nicht. Ich verstehe es. I don't hate him. I mean, I feel empathy for him. I understand it. Auf Hebräisch heißt Yishai Sarits Roman Ha-Panelist, der Panelist, der in der ultrarechten Talkshow auftritt. Das reale Vorbild für die Politsendung Ha-Patriotim, die Patrioten von Kanal 14, die Sendung, in der Irit Linur regelmäßig auftritt. Gegen Moderatoren, Panelisten und den Kanal sind mehrere Petitionen vor dem obersten Gerichtshof hängig. Nebst Hetze gegen die Justiz, Richter und die Generalstaatsanwältin geht es auch um Anstiftung zu Genozid und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wegen Aussagen wie diesen aus den Wochen und Monaten nach dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023.
Wir hätten gleich am ersten Tag 100.000 bis 150.000 Palästinenser töten sollen. Dann wäre Ruhe gewesen. Wir müssen Gaza abbrennen oder den Fischen zum Fraß vorwerfen. Das Zivilisierteste, was wir tun können, ist alles auszulöschen, was sich dort bewegt. Wir brennen das Dorf nicht nieder, wir tilgen es von der Landkarte. Darf ich das sagen? In der Garderobe von Kanal 14 spreche ich Irit Linur darauf an. Like incitement to genocide, I think was the petition. Genocide? That's what the petition says, yeah. Oh, well. You know, when Oh, really? Well, good for them. Good for them. I like science fiction too. Sie nimmt die Petitionen nicht ernst. Ich mag Science Fiction, sagt sie dazu nur. Früher habe sie gedacht, im Konflikt mit den Palästinensern gehe es um Land, doch inzwischen verstehe sie, dass es ein Religionskrieg sei. Was mit den Zivilistinnen und Zivilisten in Gaza passiert, ist ihr egal, sagt Linur. Für sie ist der Erfolg der TV-Sendung Die Patrioten eine Genugtuung. They were the majority and no one spoke for them. They were ridiculed. I was ridiculed. Die Rechten waren in der Mehrheit, aber niemand sprach für sie. Man machte sich lustig über sie, auch über mich. Wir wurden beschimpft. Hier erhalten die Anhänger der Rechten endlich Raum zum Atmen. Air to breathe and breathing space. Kanal 14 als Stimme der Mehrheit, die von den restlichen Medien missachtet wird. Wie beurteilt das Anat Saragusti, die in der israelischen Journalistengewerkschaft für Pressefreiheit zuständig ist? Ich besuche sie zum Gespräch in ihrem luftigen Wohnzimmer in Tel Aviv. So this is, exact message coming from the playbook of the populist. Diese Botschaft entstamme dem Handbuch der Populisten, sagt Saragusti, die als Fotografin, Print- und Fernsehjournalistin gearbeitet hat. Netanyahu ist Premierminister seit 1996 mit Unterbrüchen. Wie können Sie behaupten, dass Sie an den Rand gedrängt werden? Sie sind die Regierung. Saragusti stellt die Diskussion in einen größeren, internationalen Zusammenhang. They love to say that they are majority and they love to say that we kind of the liberals who believe in democracy. Die Anhänger der Regierung behaupten gerne, dass sie die Mehrheit sind und dass wir, die Liberalen, die an die Demokratie glauben, dass wir die korrupte Elite sind, der sogenannte tiefe Staat, der die Behörden unterwandert hat. Das ist lächerlich. Genau das Gleiche sagen Populisten wie Orban in Ungarn, der indische Premierminister Modi, Brasiliens Bolsonaro und natürlich US-Präsident Trump und seine MAGA-Anhänger. Aber eine Mehrheit sind sie trotzdem nicht. Of course, Trump. All the MAGA people in the US are saying the same things. I mean, of course, but they're not the majority. Anat Saragusti weist darauf hin, wie knapp diese ultrarechte Regierungskoalition gewählt wurde. Laut Umfragen steht längst keine Mehrheit der Bevölkerung mehr hinter ihr. Die erfahrene Journalistin spricht dem Rechtsaußenkanal ab, seriösen Journalismus zu betreiben. Es würden Lügen, Fake News und Verschwörungstheorien verbreitet. The host, Inoon Magal, puts slide at the beginning of the show that it's a satire show. Der Moderator blendet zu Beginn der Patrioten jeweils eine Art Disclaimer ein. Das ist eine Satire-Show. So will er Verleumdungsklagen abwenden. Er kann dann immer behaupten, er habe es nicht ernst gemeint, wenn er lügt oder eine Verschwörungstheorie erzählt. The definition of satire. Ähnlich operieren auch einige Stars des US-Senders Fox News, wie etwa Sean Hannity. Er sagt von sich selber, er sei kein Journalist, sondern ein Talkshow-Host. Wobei Kanal 14 nicht der einzige israelische Sender sei, der seine Diskussionssendungen mit extremen Stimmen fülle. I mean, it eats your brain. Es frisst dein Hirn auf, sagt Saragusti. Auch Yishai Sarit sagt, die israelische Medienwelt sei zu einem Zirkus verkommen, in dem Politclowns immer radikalere Dinge von sich gäben. Wie seine Romanfigur Shai Tammuz, der zum rechten Phrasendrescher wird. Tammuz ist zwar fiktiv,
aber der Realität nachempfunden. Yeah, you see in Channel 14, you see quite a lot of them. Gerade bei Kanal 14 gibt es so einige, deren Karrieren stockten und die sich neu erfinden wollten. There were also some funny incidents in which people thought I wrote them about them. Es gab da ein paar lustige Szenen, einige dachten, ich hätte über sie geschrieben. Yeah, so I had to explain. I didn't sit for 2-3 years to write about your biography. With all due respect, you're not interesting enough. Yishai Sarids Romanfigur hat den Sprung zurück in den Medienzirkus geschafft und dabei ein Stück seiner Seele verkauft. Irit Linur dagegen sagt, sie habe aus politischer Einsicht ins Lager des Premierministers gewechselt. Doch welche Zukunft der reale Kanal 14 hat, ist offen. Die Umfragen sagen der Regierung Netanyahu eine Niederlage voraus. Der jetzige Kommunikationsminister hat kürzlich ein Gesetz durchgepeitscht, das die Unabhängigkeit von Radio und Fernsehen stark einschränkt. Das oberste Gericht hat die Umsetzung des Gesetzes aber blockiert. Und die linke Partei, die Demokraten, schloss den Sender von ihrem Parteitag Mitte Juli aus. Kanal 14 betreibe Regierungspropaganda, nicht Journalismus. Das kümmert Irit Linur zum Zeitpunkt unseres Gesprächs noch herzlich wenig. Die Show geht weiter. And now it's 10 minutes to the show and I probably have to get in the studio. Die Kommentatorin macht sich auf ins Studio für die nächste Ausgabe der Diskussionssendung Die Patrioten. Das war ein Podcast von SRF, produziert im Auftrag der SRG.